Herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele, die dëskeier ganz am Zeechen vun der parlamentarischer Rentrée steht. An hier sind die Überschriften von dieser Sendung. Schwachiert vom bloe Staatsminister, die deutlich möchte, dass Gambia das Land nach just verwalt am Platz regiert. Am Interview aus der Fernand Karteiser, der vierop die inefficace Logementspolitik an die unrealistische Klimaziele von der Regierung kritisiert. Für den Auftakt von der neuen Parlamentssession u 400 Chamber, Altbauernverbände und auch die Landwirtschaftskammer gegen das geplante Agrargesetz protestiert. Für was der ADR hunderte Bauern steht, sehen wir gleich. Covid-Krise, der Krieg an der Ukraine, preissteigernd und damit verbundene Verlust von der Kaufkraft. Lützeburg ist mit einer Reihe Probleme konfrontiert, die auf der Journée parlementaire zu Munneref diskutiert sind. Gibt gewur für was die Regierung des Entwicklungen zum Teil mit verschuldet wird. Auch Presse. Also wichtig alliiert am Kampf gegen Desinformation und für die Stärke von unserer Demokratie. Mit dem neuen Gesetz über die Pressehilfe, eine neue Konvention für RTL, der Radio 100,7 und der Radio ARA, werden wir den Pluralismus an der Presse weiter stärken. Insgesamt 18 Publikationen von 14 Editeuren profitieren von der Pressehilfe. An den ersten 6 Monaten von diesem Jahr hat der Staat 6,7 Millionen Euro für die Pressehilfe ausgegeben. Das ist eine Erhöhung von 43% am Vergleich zum letzten Jahr. Und am Studio ist der Fernand Karteiser. Was muss ich dazu sagen zu dieser Aussage? Will der Staatsminister die Pressefreiheit noch weiter einschränken? Ja, das muss ich bald fertig, denn das war schon ganz auffällig, dass an der Rede vom Herrn Büttel einen direkten Zusammenhang hergestellt geht. Also mehr direkt geht es zwischen einer Aussage, dass Presse den Alliierten am Kampf gegen sogenannten Desinformation sind. Und da sieht direkt die Regierung geht als Pressehilfe und so weiter so viel suchen. Das ist schon ganz auffällig und das ist ganz gefährlich. Und sich als heute Schritt gemerkt, wie zu sagen, wir hätten gerne eine Presse, die die Regierung an ihrer Perspektive, an ihrer Arbeit unterstützt und dafür kritisieren. Das ist die ganz Gefahr dabei. Und muss ich wissen, dass ja heute als Desinformation, als Fake News und so weiter, alles bezeichnet kann gehen, was der Regierung nicht an ihr Konzept passt. Sie definiert, was Desinformation ist, sie definiert, was Fake News ist, und Presse soll dann den Alliierten sie wieder zu unterdrücken. Das kann ja nicht eine Charakteristik sein von einer freien Presse und einer demokratischen Gesellschaft. Da muss ja auch andere Standpunkte zur Geltung kommen. Und dafür ist das, was den Herr Büttel heute probiert hat, meine ich, eine ganz gefährliche und noch eine undemokratische Entwicklung. Ja, das ist schon die 13. Kehr, wo du den Etat de la Nation in der Chambre miterlebst. Was für eine Analyse müsste das Kehr ferner? Ja, es war ein ganz alarmistisch Schritt, es war ein ganz emotionalisiert Schritt. Das ist ja ein bisschen der Charakter vom Herrn Büttel für alles ganz emotional durchzustellen. Das war die Kehr immer ein ganz hoher Maß der Fall. Ich persönlich fand das nicht gut, weil ich meine, die Politik muss ganz seriös, auch sober gemerkt gehen, dass die muss immer alle Argumente gucken, dass die nicht so viel soll mit Emotionen spielen, mehr aber mit Verstand probieren, Sachen zu analysieren. Du hast schon, meine ich, eine Tendenz, die mir nicht so gut gefällt, mir jedenfalls nicht. Aber was einem auffällt, das war einfach die Konflikte, die Spannungen an der Regierung, die aber nur deutlich rauskommen, Jo führende Wahlen zwischen Blau-Rot kriegen zwischen Blau und Rot, wo an der Debatte ganz klar, dass die LSAP, das ist eine Reihe eminent Politiker, die hätten mit Verschuldung vom Staat sogar über 30% vom Bruttoinlandsprodukt hier. Ich meine, wir hatten den Herrn Bodrin, Herrn Hagen, Minister Hagen, wir hatten den Herrn Kersch an der Chambre, die das verlangt haben. Und da hat aber der Staatsminister ganz klar gesagt, dass das der Weg ist, den hier nicht will gehen. Und Madame Backes als Finanzminister hat das auch gesagt. Also der Konflikt zwischen demokratischer Partei und LSAP auf dem Punkt wo ganz deutlich. Nachmal keine Lesung kommt auch an der unsäglichen Logementsproblematik leider. Das ist du hast die Regierung ganz klar falsche Weg, not der auch demokratische Partei, das ist eine Partei, die sich misst mehr ökonomische Verstand tun, jedenfalls ist das immer hier ein Ausspruch gewirrscht, für eben ein realistischer Approach zu. Da wird man nur gesehen, dass die Regierung auf ganz andere Weg geht, auf ganz linke Weg eigentlich für das privaten Investiment an das Logement zu behindern, vielleicht sogar zu
verhindern an einem großen Moos. Und Konsequenz von der Ratio, der eigentlich immer Männer gebaut wird, weil die privaten Investisseuren, die sind nicht mehr interessiert, oder auf jeden Fall deutlich Männer interessiert. Und das Resultat davon ist, dass Männer gebaut wird, wenn Männer gebaut wird, sind Männer Wohnungen disponibel, wenn Männer Wohnungen disponibel sind, geht der Preis auch an der Lokation remant luch. Das heißt, was die Regierung heimisch, also sich kontraproduktiv, es verstehst gegen elementäre ökonomische Prinzipien, weil die kann von geringen, linken Sozialisten und so weiter nach irgendwie nur vollziehen, weil die alles für nach staatlich Hände lehnen, mit einer demokratischen Partei ist das wirklich ein Verrot und ein nicht Wähler. Gambia oder als Ökonomie dem Horeca-Sektor durch den Lockdown einen enormen Schritt gemacht. Durch Maskepflicht haben viele Leute, besonders auch Kinder, gelitten. Den Druck auf Leute wird permanent verschärft. Schlussendlich schon die nicht Geimpften müssen bezahlen, wir schaffen zu gehen. Und die Impfpflicht ist nachher mal nicht vom Tisch. Sie wird sich näherens an Europa können durchsetzen oder halen. Hier soll sie nachher mal angefeiert gehen. Mit einer Vivum Staatsrat geht auch unsere Analyse recht mir so nicht dazu. Aber wir hätten gern, dass sich endlich seriös mit den Impfschild also nicht gesagt wird. Da der als wo nie gegen Impfungen, aber wir verlangen eine total Ehrlichkeit und Transparenz. Wir hätten gern fiable Statistiken, Remboursement für notifiziert Impftäschefälle, Verbesserungen bei den Krankenscheinen inklusive bei krankheitisch Impfschild. Wir sind als ADR ganz hofrisch ob als Position an der Krise. Wir von Anfang an konsequent Grundrechte von den Leuten verteidigt und als gegen all Druck und Zwang gewährt. Wir hatten für den Chômage partiell 100% Lohnausgleich gefroht und nicht nur 80. Wir sind auch entgegen von der Impfpflicht, ohne hin und her, ohne Wechsel von der Position. Wie gesagt, wir haben absolut nichts gegen freiwillige Impfungen als sinnvolle Schutzmaßnahmen. Aber da, wo sie wirklich nötig wären, an den Altersthema zum Beispiel, da hat Madame Kern und das Regierung versucht. Bald tausend von den Todesfällen waren an dem Milieu. Da gab es just unklare Rekommendationen. Kehrgesund Leute am besten Alter haben dann Restriktionen müssen drohen. Ungeimpfte Leute dürfen praktisch im sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen. Mehr waren den Altersthema für das größte Problem. Da ist nichts geschieht. Die ganze Opposition hat konsequenterweise den Rücktritt von der Madame Khan gefordert, sie wurde sich aber keiner Schuld bewusst. Soweit zu der politischen Kultur von dieser Regierung. Auch das vergessen wir nicht. Eis Bauern sind opbrucht, zu Recht. Eis aktuelle Regierung entwickelt sich mehr und mehr zum Todesgräber von der Lützeburger Landwirtschaft. Das neue Agrargesetz gouf ohne all Dialog mit den landwirtschaftlichen Betrieben ausgeschafft. Zunächst wird die Bauern jahrelang angetrichtert, zu investieren und auszubauen, für Lohnis zurückzurudern und Betriebe Futti zu reglementieren. Bauern haben somit überhaupt keine Planungssicherheit mehr. Was für eine Zukunft haben es landwirtschaftliche Betriebe überhaupt noch? Wir sind aber auch auf dem festen Standpunkt, dass wir als Lebensmittelproduktion müssen auf demselben Niveau aufrechterhalten. Das heißt, es geht eigentlich darum, durch neue Technologien, neue Methoden, durch einen wissenschaftlichen Ansatz die Landwirtschaft so zu guidieren, zu reformieren, dass eben die Umweltzielsetzungen matter und noch durch eine Lebensmittelproduktion erreicht gehen. Und das fehlt komplett an diesem Agrargesetz. Wird auf Punkte agiert. Einerseits sind Punkte dran, wo eigentlich den Zugang vom Beruf so verwässert wird, dass eigentlich nicht mehr das fachliche Wissen ausschlaggebend ist, für an den Beruf zu gehen. Weitere Punkte sehen, dass der Zugang zu den Flächen so gestaltet wird, dass die Bauern riskieren, nicht mehr Zugang zu dem Agrarland zu behalten. Und das alles läuft darüber raus, neben den Artikel 6 und 7, die eben, wie gesagt, zum Ziel und Viehbetriebe zu limitieren, läuft darüber raus, dass eben die Lebensmittelproduktion mittel- und langfristig soll reduziert gehen, just für Umweltzielsetzungen zu erreichen. Das Problem ist, wenn alle Regierungen in Europa dieselbe Strategie führt, da wird Europa keine Lebensmittelsouveränität mehr erhalten können. Lützeburg reglementiert seine Bauern dort und mischt sich aufhängig vom Import. Als nationale Versorgungssicherheit mit ganz hochwertigen Lebensmitteln geht mit Face getrippelt. Schließlich können wir ja durch Initiativen wie den CETA als dumm und dämlich importieren. Schiffer, die mit schwerurlich Betrieben gehen,
bringen es Lebensmittel dann einfach von der anderen Seite vom Atlantik. Was darum mehr klimafreundlich soll sein, sie auf dahin gestaltet. Wir sind solidarisch mit den Bauern, weil das nicht Agrargesetz bringt ganz viele Bauern und Laboranten. Erstens dürfen sie den Betrieb nicht mehr groß mehr wie los, also sie müssen noch verkleinern. Und die Unallegärten ganz viel Summen, ganz viel Geld an die Grabgold für zu investieren. Also kriegen die gesagt, sie müssen Männer produzieren. Und das kann nicht gehen, dass in die Fall, die geht, denken dort zum Beispiel nicht mehr an Goodyear oder egal was für Konzerne am Land gesagt gibt, kriegen von der Regierung, sie dürfen nicht mehr so viel produzieren, das wäre ungesund. Als ADR stimmen wir hunderte Bauern, aber werden den doen Text an der Form sicherlich nicht stimmen. Grünkreuz an rote Stiefel, das sind auch Regierungsfarben, die weisen, wie wenig Parteien sich den Amend im Dullaise von den Bauern suchen. Also nicht aber die ganze Regierung, die de Bauern über die letzten Jahre den Dialog verweigert hat. Eng blo Schaffbox passt also noch gut bei Kreuz dabei. Die Leute müssen sich bewusst sein als Lebensmittel, die wissen um Boden an am Boden. Und als Energiekrise bringt das mit, dass Lebensmittel all der mehr teuer gehen. Ich bin vom Beruf Koch und auch ich schon den Herz für Eisbauern. Ich fand das eine Sauerei, dass man heute Lützburg gesagt kriegt, so schmeckt Lützburg. Made in Luxemburg, produziert. Wir kriegen gesagt, an den Kantinen, an den Internaten, an überall, wo Cash sind, die schaffen, kriegen sie gesagt, kauft Lützburger Produkte. Mir das gar nicht so einfach. Da kaufen wir aber Fleisch an Argentinien, an Brasilien. Und mit dem Reglement, dass dieses Lohn runterlegen, da gehen die Lebensmittel immer mehr knapp. Und durch Knappheit von den Lebensmitteln gehen sie immer mehr teuer. Und dazu nachgesagt, als Prozedur für Genehmigung nun zu frohe seitens auch wie Ronnemer, das dauert jahrelang, auf verschiedene Betriebe kriegen einfach gar keine Antwort. Sie ganz teure Tüte gemäht haben, die sie aus ihrer Tasche bezahlt haben und Geld nie remboursiert kriegen, obwohl es nicht konform ist. Die ADR fordert einen wirklichen Dialog mit den Bauern. An 10 bis 20 Jahren soll der Strom quasi nicht mehr noch aus alternativen Energiequellen wie der Photovoltaik und Wandenergie kommen. Das ist aber das Ziel der Regierung. Für was das alles ernst wie realistisch ist, erklärt der Fred Kolb. Lützeburg verbraucht eng Energie pro Jahr von 50 Terawattstunden. Du hast alles mal dran, Strom, Transport, Industrie. Und davon also funktioniert ein ganz kleinen Teil Strom, das sind 6,5 Terawattstunden. Das sind also ungefähr 13–14%. Und davon nachher, das ist auch ein interessantes Ziel, was Leute nicht immer wissen, dass vom Strom, den in einem Land verbraucht wird, wird von der Stadt just 14% verbraucht. Und das steht man am Anfang an dem ganzen Stromverbrauch und am Energieverbrauch immens wenig aus. Der größte Teil ist natürlich Transportindustrie und so weiter und so fort. Für ein Beispiel zu gehen, wie es durchgestaltet wird von der Regierung, aber wie auch oft wiederholt, da gibt es dann Zeitungen, ohne weiter kritisch zu sehen. Da wird zum Beispiel gesagt, wenn eine neue Wandanlage gebaut wird, große Wandmühlen wie zum Beispiel zu Garnisch sind dazu gebaut, gehen nicht zu Kola, 200 Meter hoch. Da wird gesagt, eine Wandanlage versorgt rund 1500 Städte mit Strom. Da muss ich aber schon mal direkt etwas anwenden, das funktioniert, aber just dann, wenn auch Wand ist. Okay, Wand ist funktioniert, Wandanlage nicht. Und das ist an der Regel 40% von der Zeit der Fall. Das ist 40% von der Zeit von der Fall, kriegt er keine Energie von einer Wandanlage, da produziert sie Nullstrom. Und da sind wir bei einem von den größten Problemen, wo alle Spezialisten da doch so, wo aber nicht tun, so dass die Regierung nie ausschwätzen, dass die sogenannte Volatilität von den erneuerbaren Energien, die sowohl bei der Wandanlage, wo keine Wand ist, geht nicht, wie auch bei den Solaranlagen an der Nacht am Winter, wo keine Sonne ist, produzieren sie nicht. Das ist ein ganz großes Problem. Ich komme kurz darauf zurück. Wenn wir also gucken, Beispiel zu Garnisch, von der Anlage, die also für 1500 Städte soll Strom produzieren, muss ich natürlich da bewusst sein, dass Städte just 13% von unserem Strom verbrauchen. Wenn ich dann umrechnet, ob die Gesamtenergie
Verbrauch zu Lützeburg die 50 Terawattstunden, da mischt eng Wandanlage von 200 Meter hecht 0,015% von unserer Energie. 0,015% von unserer Energie. Wir brächten also, wenn wir wählten, all unsere Strom, also all als Energie, inklusive Strom, alles Energie. Wenn wir die Welten mit Wandanlagen produzieren, da brächten wir also so 200 Meter hoch Wandanlagen, 7000 Stück zu Lützeburg. Und dann haben wir noch immer das Problem, wenn keine Wand ist, da produzieren sie alle 7000 ganz genau null Energie. In Lützeburg schon mal am ganzen Photovoltaik, Wandenergie 0,8% machen die aus von unserer Energieproduktion. Wie will man dann auf 100% kommen? Wie will man das europaweit machen? Ich sehe also, dass das eigentlich nicht realistisch ist. Den Herr Turmes haben wir auch schon an der Chambre darüber geschwärzt. Die erneuerbaren Energien funktionieren also, und der Herr Turmes hat gesagt, funktionieren am Anfang just, wenn der Backup hat, ein Ersatz von Gas. Was keine Wand ist, gehen Gaskraftwerke gehen. Was keine Sonne ist, gehen Gaskraftwerke gehen. Ja, am Moment haben wir aber ein Problem am Gas. Und wir wissen nicht, wenn wir genug Gas kriegen. Aber wenn in unserem Moment hier geht, und das ist der Resümee von dem Ganzen, wenn in unserem Moment hier geht, in dieser Situation, wo wir kein Gas mehr kriegen oder wenig Gas, nicht genug Gas eventuell am Winter, wenn also hier geht, wir wollen alles auf erneuerbare Energie setzen, Solarenergie, Wandenergie. Wohl wissen, dass wir die Backup vom Gas nicht tun, dann möchte ich eine rein ideologische Politik und dann ist sie nicht mehr realistisch. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber mir als Giffe wünschen, dass wir, wenn wir Giffen eine realistische Politik machen und eben kein ideologisch, aber was ganz wichtig ist für Lützeburg, wir können das nicht lang machen, für die Europäische Union, für ganz Europa, dass wir eine Energiesicherheit tun. Und nicht nur Sicherheit, aber auch bezahlbare Energie für die Leute und auch für unsere Industrie, für kompetitiv zu bleiben gegenüber den anderen Regionen auf der Welt, weil die schlafen nicht und die sind ganz froh, wenn sie es können überholen. Und dafür hätten wir gerne, dass wir das ob das Bauen, was am Moment die einzige Möglichkeit am Anfang ist, wir kommen nicht da lernen, wir müssen weiter auf die Fossil und noch die Nuklearenergie bauen. Alles da dann hat das ein gering Drehmerei und das kann physikalisch gesehen nicht funktionieren und das wird nicht funktionieren. Gesundheitsversorgung am Eislake funktioniert immer manner. Nordspidol zu Ettelbrick huet kein richtig Urgence für Kanner an noch kein Maternité, die den Numm verdingt. Rezent hun alle guten Kardiologen Spidol verlos. Ganz aktuell als auch nach Demission vom medizinischen Direktor dabei kommt. Gerade wie der als auch Doktisch Assoziation AMMD der Meinung, dass Ursache eng jahrzehntelang gescheitert Gesundheitspolitik ist. Bei der öffentlicher Petition 2301 geht es eine langjährige Forderung von der ADR für die Bürger aus dem Eislake endlich eine bessere medizinische Versorgung zu garantieren. Der Petitionär Steve Schmitz schwätzt carrément von einer Diskriminierung vom Norden vom Land. Mit einer Maternité am Ettelbricker Spidol, die das Jahr wenn's Personalmangel eine längere Zeit zugemacht ist. Könnt dabei, dass es am Eislake kein 24 Stunden Permanenz gibt, am Fall, wo Kant an d'Urgence muss. War doch nicht zu beantworten ist, wie kann es sein, dass eine Urgenzpädiatrik just disponibel ist laut dem Sitz vom CSDN, wie ganz auf Feiertags von 10 bis 12 an verweist das von den Urrift, auf Pädiatren zurückzugreifen, wovon die meisten überläuft sind und an ihre Praxisen wie ganz auf Feiertag nicht schaffen oder geht in an Kannerklinik an den CHL geschickt, wo allein Zeit an der Traje, weil keine Gefahr für Kant sind. Auch muss er wissen, dass die Wartezeit in der Kannerklinik ziemlich lang ist, bis 2 Stunden je nur Grad von der Urgence. Weil auch die einzige Kannerklinik hier im Land packt die Groß von der Urgence nicht, weil jeder aus dem Land dahin verwiesen wird und noch sie Mangtum auf Pädiatren haben, so dann wir ermäßigt mehr wie dringlichst notwendig, eine Kannerklinik zu kriegen, die 24 Stunden auf 24 ob wir genau wie eine Maternité auch soll funktionieren, 24 Stunden auf 24. Dafür verlangen wir eine adäquate Maternité a Kannerklinik, die fest angestellten Personal hat, disponibel ist 24 Stunden auf 24, für ein Weg vom Gesetz A140 adweit von den Menschenrechten dafür gesehen ist.
Das läuft Madame Minister, erlebt Regierung als e bien commun, den net Dift vernunlässig gehen. Zumut, dass ma ja an enger Zeit leben, wo de Wurst um Beständigkeit zuhält, an so Infrastrukturen net Difte fehlen, für adäquat Verpflegung am Gesundheitssektor zu garantieren. Eng Permanenz mat eng Kannerdoktor fir de Norde vum Land wären absolute Muss. Echëlle just mei Fall. Mei Kleinkant vun dat Demos 18 Meint hat abs verschleckt, das Blo ugelaf schon 112 grof, méi Frau war Panik, ech war Panik. 112 Christ gesagt, ja mir schick nicht eng Ambulanz, dat kann aber bisssen dauern. Ich verstehe dat ja meeslik vunnen. As ja alles scheiner gut. Die Zeit aber der Ambulanz kommen war ich well zu Hettelbreke. Wann der dann do gesot krit, ja mir können aber ha nicht mehr, die muss an Kannerknick fuhren. Da das für mech unterlassene Hilfeleistung. So dürft dat net funktionieren. Die Lesung fir d Maternité zu Ettelbrück zu reaktivieren, an de Gesundheitsminister mam Sergel ausgeschafft huet, als alles ernstcht wie zufriedenstellend. Wann ein größeres Problem besteht, da sollte soi-disant ein Spezialist aus dem Sergel per Videokonferenz zugeschaltet gehen, an den Anästhesist soll dann dem sein Erbichten überholen, aber wenn das dann nicht klappt, geht Mam kant, je nachdem es den Fall ist, von Lot kann das dann just kant, geht die per Helikopter, per SAMU an den Sergel gefeuert, an allein das möchte als ganz viel Sorge, weil den Tragödie da kann ganz vieles geschehen. Also fand ich dat net die richtige Lesung aus für die Mam erkannt. Also ich verstehe Mammen, die du nicht mehr wollen akkuscheieren, ganz einfach. Neben dem deputierte Chef Engelen krut der Petitionär nimmer nach von die Link zu 100% zurückgesteipt. Die Lesung, die von Kauf mit Videokonferenz, wo die auch Bedenken austrägt, delen ich auch ganz, ich meine, Digitalisation wird immer so gepriesen als oft Zukunftslesung für ganz viele an spannend, aber du muss ich ganz ehrlich meine Meinung so fand ich final mal Gesundheitszwang stelle ich dadurch froh. Gesundheitsminister hat reagiert und gesagt, dass den kein kurzfristig Lesungen hat für das Problem umzugehen. Wir sind am Moment nicht so, dass man die Pädiatrie urgent nonstop assurieren, aber auch da sind Diskussionen am Gange für eben die Generalisten Weiterbildung zu gehen, für dass sie auch verstärkt können und kann auch schaffen. Auch da wird geguckt, für zu vernetzen, für du auch möglichst ein gutes Service anzubieten. Aber auch da, wenn es wirklich an die ganz akut, an die Spezialfälle geht, muss eine Mise en Balance machen zwischen der Distanz an der Qualität vom Service, den anbietet. Für den mangtem UKANA-Doktoren an anderem spezialisiertem medizinische Personal Rechnung zu drohen, hat Steve Schmitz übrigens noch gefordert, dass in dem Medizinstudium endlich Ganzheit zu Lützeburg missmachen können, und nicht just die 3 ersten Jahre. Die Reformpartei hat an der Chamber eng Interpellation iwwer d Gesundheitswesen ugefrot. He muss dringend nogebessert gin, fir dat de Gesundheitssystem besser opgestalt an endlich nees eng besser Versorgung vun de Bierger garantiiert gi kann. Lekt hunn, was se krank gin Angst. Und dat das nicht gut fir d Land an dat so nicht gut fir als lekt. Aktuell ginne doch schon ein ganz reich Probleme, auch schon langjährig Probleme. De Mangtumen Doktoren am medizinischen Personal ersehen davon, an noch Gesundheitsversorgung als nicht flächendeckend genug assuriert. Wir denken dort zum Beispiel, wenn ihr von Doktor schwätzt, vom Ausbau von der Uni von 3 Jahren, ob eine vollständige Uni-Ausbildung hier am Land. Natürlich, das bedringt doch eine Uniklinik, und da muss man sich vorstellen, ob man das nicht kombinieren kann, mit einer Militärhospital, also Klinik, ob man das nicht kombinieren, dann hat ihn du alles mal daneben. Da müssen sie aber juristisch gucken, aufdecken mit der NATO und überall, für das können zu machen. Dann möchte ich das Sprachproblem am Gesundheitssektor sorgen. Nicht mehr spät wie gestern war eine Interpellation an der Petition, die bei der Chambre, worauf das Problem hingewiesen wird. Und dann weiter hat er in der Attraktivität beim doktorischen Infirmiersberuf, gerade wie auch, dass CNS-Tarife müssen reformiert gehen oder angepasst gehen, periodisch stecken du an 10 April, das ist die sogenannte Nomenklatur. Und mit den Urgenzen hier im Land sind vielleicht nicht zufrieden, zu lange Wartezeiten, und noch zu lange Wartezeiten für spezifische Untersuchungen wie IRM, Darmspiegelung und so weiter. Wir aber als Ärzte sind auf alle Fälle enttäuscht darüber,
dat mein Gesundheitsminister Kewellen erkennen geht, wie es am Gesundheitswesen zum Positiven zu bewegen. Wie dat der SAP-Ball über 2 Jahrzehnten über der Ressort von der Gesundheitszuständig so verfügt, sind wir der Meinung, dass muss Schluss sein mit der sozialistischen Misswirtschaft in dem Bereich. Wir können das nicht weiter tolerieren. Das sehen wir auch an den Petitionen. Da haben wir nicht mehr spät wie die letzten sind, die ich 3 öffentliche Debatten erlebt, worauf einzelne Missstände am Gesundheitswesen hingewiesen wurden. Ich meine, das beweist ja schon lange, dass manches nicht richtig funktioniert oder nicht viel soll sein. In dem Sinn haben wir auch die Interpellation, die haben wir auch gefragt für einen guten Monat. Wir hoffen, dass sie dann auch irgendwann henken könnt. So nicht merci. Den Schwächsten an unserer Gesellschaft ënner dem greifen, dat hue doch mat sozialer Responsabilität zu dienen, auch am Fall von denen Menschen, die sich prostituieren. Do gi Leiit marginalisiert, kriminalisiert, sie hunn keng Sozialaufsicherung, sie hun keng medizinisch Betreiung, sie sind Leiit an sind im Staat herzlich egal. An der Spez man wohlverstanden net vu Mënschenhandel, an net vun Zwangsprostitution, an noch net vun der Prostitution vu Mannerjährischen, alles dat soll verboten sein. Mir fir de Recht sollen erwursene Mënsch können den Beruf ausüben, den will, an zwar an Dignität. An net aus irgendwelche Moral firstellen, es sind net fir Prostitution, das sei gut recht net dafür zu sehen. Und das genauso gut der gut recht dafür zu sehen. Mit die Leiit hunnen Urrecht an Dignität ihre Beruf können auszuüben. Und das sind nicht nur prostituiert. Männliche oder weibliche, das sind auch Sexdurchstelle, das können Leute sein, die Telefonsex machen oder was auch immer. Sexerbichte. Erbichte am Bereich von der Sexualität. Mir hätte gern, dass der Beruf absolut unerkannt wird, dass die Leute eine Sozialaufsicherung kriegen, dass die Leute auch Steuern bezahlen und so weiter und so fort. An die Gruppen und noch nach andere, die am Rand von unserer Gesellschaft sind, werden wir als das letzte Jahr an der Chambre widmen, auch wenn nicht populär ist. Eise Septemberreportage iwwer d'Stadt Lützeburg, die no Bausen en ëmmer Manner schenkt Bild aufgëtt, mat zum Beispiel dem Mangtem und Hygiene am öffentlichen Raum, dem Unsicherheitsgefühl an der organiséierter Hecherei, huet den Tabu gebracht, an as lang op Facebook ageschloe wie eng Bomb, den ass 54.000 Mol vun ihrch geguckt ginn, an e puer 100 Mol gedeelt ginn. Heiersen nach Mol. Stadt Lützeburg war nach vir net allzu langer Zeit eng attraktiver proper Staat, so wie se Stadt fir eng Hauptstaat geheiert. Die lächt Joren iwwer huet sech awer d Stadtbild no an no verschlechtert, dat er so am Laf vun diesem Summer viele Bierger opgefallen, die als des Fotoen zoukomme gelos hunn. Monegos Avantage effektiv, dats dat Leiit wiele mat der Schwätzen an der Sächen erziele. Wenn man lo grad dem Royal Amilius sinn, du hast eng Damm, die mich kontaktiert huet, die huet fir ganz deiert Geld, du kennst Preise mat an der City e Penthouse käft. Die verkkeft er lohn ist, die plündert fort, weil sie sieht nur 6 Auer. 6 Auer ofs bespetze net vu nur 2 Auer. Kan se mat hier am Hand net mi fir und hier go. Hei Royal Amilius 6 Sauer Leiit ugepöpt, Leiit bedroht oder Leiit fehlen sich zumindest bedroht. Man da muss ha eng Präsenz vu Poli oder vu private Sicherheitsbeamten. Dieselwicht Klack krit noch aus andere Staater Kartien ze heieren. Schon eng Damm aus Dänemark, die zu Bounewech, wo die regelmäßig schreiben, net mir mit dem ganzen Gemenge rot. Dat kann net wie kann duspiele los, Well an ihrem Viergätsche dann Trottoir an überall Spritze leiien, a Blut an einer Sache wo net den kann sondern mat Spiel respektiv wo zu geféierlich ass, dat kann sech skife nosteche. Es schon eng Jongdamm, die schafft op enger ganz großer Bank, die all der durch Petrus geht, durch den Petruspark. An der seit ze do genau dieselbe Sachen, Spritzen, Blut, Äne ekli Sache, da muss durch trippelen. Und das net dem Service Hygiene firwurf, die fängt joch net bei Feieraueren zu botzen an dem Park. Mit do mis dem Film geschéien.
Auch ein Anwohner vom Kirchbiersch bedauert eis gegenüber, dass den öffentliche Raum immer mehr verkönnt. Wir wissen, dass der Mann von der Polizei da ist, ein Mann von der, also die Leute finde ich unwohl, unsicher in der Stadt. Früher ist der Parkwächter, den hat die Leute von der Wies gedämmt und hat keinen frohgestellt. Das war so, das war Reglement kommunal die Zeit, wir waren nie. Und du hast halt gemacht, ich bin 20, Jahre. Dort kam Mensch, und du waren einer Valeuren, du lässt man mal so nennen, die haut einfach mit Face getrippelt gehen und die Regierung, die kriegt auch nicht gebet. Fertig. Also dann Kompetenz, also nicht wollen. Wir sehen noch einen gewissen Zucht von Kriminalität, zum Beispiel all die Ketten, Klauerten, die Ketten raufreißen und so. Die zählen wir regelrecht an. Weil sie wissen, dass sie mehr oder weniger ungestraft das können machen. Die zählen wir an. Die wissen, dass sie gut Geschäfte machen, weil ja nach rezente Beispiel auf RTL, wo einer gesagt wird, dann sollten der verdient, wo Leute mit Recht gesagt haben, der verdient mehr netto, der Mode, wie es die schaffen geht. Und das schwätzt sich schon rum, und das zeigt dann die Leute an. Am Park Krämerweh Kirchbiersch haben wir eine Reihe Leute begegnet, die für die EU-Institutionen schaffen. Auch sie haben an Urcht geholt, dass sich die Situation am öffentlichen Raum an der Letzte verändert wird. Il y a des choses, peut-être qui passent, qui ne passaient pas avant. C'est ça la raison. Par exemple des gens agressifs, peut-être parfois, ou des vols, des petits vols. Last winter there was a mugging here, and actually the person that assaulted was passing by me and asked me not to follow that path, to turn back. So, yeah, I didn't see anything myself, but made me feel really insecure. So since then, I avoided this area at night. But I didn't notice here a difference, but I have noticed some tents there on the Kennedy. Yeah. Wat dann ohne Zweifel zu einer mit properer Stadt beidrohen kennt, sind zusätzlich öffentliche Toiletten, weil die sind auch immer rar gesehnt. Wie viele offizielle Toiletten haben wir am ganzen Territoire von der Stadt Lützeburg? Charles Gare war ein Schandfleck während 15 Jahren, gebe ich mal so. Das war ja unmöglich, unproper. Wir sind eine Hauptstadt und wir haben nicht genug Toiletten. Der fordert die Stadt der Chefrot op, für auch an dieser Sache verstärkt aktiv zu gehen, an eine bessere Hygiene am öffentlichen Raum zu garantieren. Moje, ich bin Fred Kolb, Parteipräsident von der ADR. Wir sind heinz der Aufverstanden mit der Regierung. Wir ganz oft sind wir nicht der Meinung von der Regierung. Vieles sei am Land als an den letzten Jahren nicht so gemerkt gehen, wie ihn das können machen. Vieles ist falsch gemerkt gehen, wo ihn das müssen, wo ihn das können, richtig machen. Von anderen Politikern, von den Medien, von linken Ideologen, die mir kritisiert und attackiert. Wir gehen es nicht. Konservative Werte sind wichtig. Wir machen immer weiter. Wir bleiben als Alin treu. Stimmen nicht für das, was die meisten von uns wirklich wollen. Wir fährten nicht für das zu suchen, was viele Leute denken. Wir haben uns gesagt, für ein Referendum über die neue Verfassung. Wenn wir der Meinung sind, dass die Bürger mitdezidieren über das wichtigste Gesetz vom Land. An der Covid-Politik haben wir uns von Anfang an als Einzelpartei konsequent für den Respekt von unseren Grundrechten herausgeschwert. Auch von Anfang an bis heute weiter auch nach gegen die Impfpflicht. Energiepreise, Familienpolitik, Genderwahn, Kampf gegen Kriminalität, eng Wohnung finden, den Index, das Gesundheitssystem, als Matbürger, Naturschutz, den Niveau an den Schulen, Integration, als Spruch Lützeburgisch, als Freiheiten, als Meinungsfreiheit, als Matspruchrecht und Erdmatspruchrecht. Wir setzen uns konsequent für diese Ziele an. Wenn ihr als Ideen teilt und ihr wollt mitmachen, wenn ihr auch etwas wollt ändern, dann zeigt nicht. Kommt op de Wemer dais. Leng des Joer gut der 100 Membre bei. Kommt, schles Dir Jaun, giet Member, weil zu Summe können wir viel errechen. An zu Summen können wir etwas ändern. Zum Gute für Lützeburg und zum Gute für uns alle Guten. Den 8. Oktober war de Komitee vun den RDR Frauen fir eng Flottstudierees op Paris. Sie si vun der Senatrice Christine Herzog vum Gruppe Union Centriste fir eng Visit GD an de franzésche Senat invitéiert ginn. Och e Besuch am Louvre stongen nach Programm.
1918 und 1919 waren sozusagen Schicksaljoren für die Lützebauer Nation. Nachdem Lützeburg den Zollvertrag mit Deutschland hat müssen ablesen, wurde es am Land rummauert. Die Sozialisten hatten den Rücktritt von der Großherzogin an die Abfeierung von einer Republik gefordert. Sogar die Annexion auf Frankreich haben wir in dem Moment riskiert. Am ersten Referendum an unserer Geschichte haben sich die Lützebauer glücklicherweise ganz deutlich für die Souveränität ausgeschwert. Bei einer Versammlung zu Esch betreten Membre von der Ligue Française unter dem Aufsangen von der Marseillaise den Saal. Direkt gehen sie überstimmt von der Lützeburgischer Nationalhymne. Et gibt der Ligue Française vorgeworfen, sie will die Souveränität von Lützeburg untergraben, indem sie der Umgliederung von Lützeburg auf Frankreich gegen vortreten. Von dieser frankophile Krise gouf alles vorbereitet, für Lützeburg an Term von Frankreich zu treiben. So stellen sie die Forderung, dass alle Lützeburger von der Lo an Französisch lehren. Außerdem muss Lützeburg wirtschaftlich wie kulturell auf Frankreich gebunden gehen. Frankreich soll das Land wirtschaftlich, moralisch wie geistig durchdringen. An der Versammlung stellte sozialistische Parlamentarier Tilmani die Forderung ab, dass die Großherzogin direkt aufdanken. Den 28. September 1919 geteilt zu Lützeburg ein Referendum durchgeführt. An diesem Referendum soll die erste Kehr an demokratischer Form Meinung vom Volk gefragt gehen. Die Frauen, die Gestalt goufen, waren die Heiden. Beibehalten von unserer neuen Grande Duchesse Charlotte. Beibehalten von unserer Dynastie. Oder das Setzen von einer anderen Dynastie, zum Beispiel die Belge. Die Abfeierung von einer Republik. Die wirtschaftliche Umgliederung auf Frankreich. Die wirtschaftliche Umgliederung und Belge. Die Antwort von den Lützeburger war deutlich. 77,8% schwätzen sich für die Beibehalten von der Monarchie aus. Wogegen nehmen 19,66% eine Republik wollen. So werden Ausschnitt vom Dokumentär «Untergang oder Neuanfang» von René Flamand. Wir haben von ADR Tele so nicht merci, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns im Docker noch per TV gucken. Denkt dran, für euch regelmäßig auf unserer Internet- und Facebook-Seite zu informieren. Bleibt gesund, Adi, und bis die nächste Kehr.